Welcome. Thank you for coming to this 60th anniversary of the founding of Nusach Vilna. I'm Jonathan Brent. I'm Executive Director of the YIVO Institute. It's a great pleasure to see so many of you here with us today in this room. And I have a few words to say about YIVO, about Nusach Vilna, and then we'll get on with the program. The first thing I want to say is that, as I think most of you know, YIVO is the only institution in the world that remains dedicated to the preservation of Nusach Vilna, to the way of Vilna, to the not just memory of Vilna, and that to me is the most important thing. It's not just the memory of Vilna as the memory of ancient Greece, it's the way of Vilna. And the way of Vilna is a way of ambition, it's a way of intellectual, artistic, scientific, theoretical accomplishment. It's a way of a pioneering spirit. It's the way that founded the YIVO Institute in 1925. It's the way of the partisans who fought in the ghettos and outside of the ghettos. It's a way of the spirit that transcends the historical time and place. It's a way that we see honored here in America through the numerous Nobel laureates who trace their families back to Lithuania and to Vilna. It's a way that finds itself enshrined in the history of the State of Israel through so many of the founders. I was shocked when on a visit not long ago to Vilna, I wished to see the KGB archive, the old KGB archive there, because I knew that the documents they had there would be extremely interesting to me, given my work in the history of Soviet literature and politics. And the first document they showed me was the dossier of Menachem Begin, complete with his interrogation by the NKVD and his confession and the order for his deportation, his trial, which took 5 minutes, and his deportation to Siberia. It is the way of Yasha Heifetz, it's the way of Ben Shon, it's the way of Emmanuel Levinas, the way of Avram Sutzkever. It is a great and important way. And that's what we at YIVO feel, and I'm sure you do as well, that must be communicated to our children, because this is a way of creating a world. And that's why the Nusach Vilna will always have a place here at the YIVO Institute. Despite, as many of you know, the changes that are taking place at YIVO. And some of these changes are uncomfortable, and some of these changes produce some anxiety about the future. What is our commitment to the continued study of Yiddish? What is our commitment to the continued study of certain aspects of our collective heritage? And I can assure you that the study of Yiddish is only going to be strengthened by the changes that we are making. We are now in the process of establishing a chair for Yiddish language and linguistics at YIVO. We are exploring with numerous foundations the way of improving and broadening our programs in the teaching of Yiddish at all levels, elementary, intermediate, advanced, and not only Yiddish, but the
the world of Yiddish, the world of Yiddishkeit. We have a group of excellent advisors on our staff, drawn from the most eminent scholars and teachers who are helping us with this. And I invite all of you who have an interest in this, have trepidations about the directions that YIVO may be going in, or would simply like to learn more about what we are doing, to be in touch with me directly, to be in touch with Suzanne Leon, who is here, our Director of Development, or Helena Gindi, who is our Program Director, who is also here, or the head of our educational programs, Jennifer Young. I want to draw your attention to a couple of things. One is this survey that you will all find in your program, which I hope some of you, or all of you, it would be best if all of you did, but even if only some of you do, it would be wonderful. We want to know what you think about what we should be doing, how we can be working more collaboratively, how we can be more useful, how we can help to promote things that you are most interested in. So please fill out this survey and hand it to someone sitting at the YIVO table after the program, or mail it in. I'd be very grateful. I also want to draw your attention to an extraordinary publication that is coming out of the YIVO Institute. Some of you might even know of Fania Lewando's vegetarian restaurant that apparently was quite a hot spot in Vilna in 1938. Fania Lewando was such a famous cook that she even had a kitchen on the Stefan Batory in which she taught cooking to Jewish immigrants who were leaving Poland for the United States. And on the return trip, she taught American Jews what Jewish vegetarian cooking was all about. She wrote a cookbook called The Vegetarian Cookbook, which was designed to help Jews in Eastern Europe understand principles of healthy eating. And I have a funny story about this. My friend Benjamin Harshav, who was a child in Vilna at the time and remembers the Lewando restaurant, he said to me when I saw him having nothing but a piece of meat on a plate at dinner one night, and my wife offered him some peas or lettuce or something, he said, "The planet where I come from did not have vegetables." And so Fania Lewando set about to introduce vegetables into that planet. The book is going to be published by Schocken Books in 2014. It has been translated by Yves Yachnowitz, and it has been supported by devoted YIVO donors and the members of our Board of Trustees. So when this, and I urge you to look for this book on our website, it will be a wonderful thing. We're going to have a big celebration here at YIVO. When we have it, the YIVO Rare Book Room has only one of 2 extant copies of that book in the world. We discovered it a couple of years ago and set about to translate it, and it's finally been done. That said, I wish to turn to our program now and introduce Benjamin Schechter, who is going to play Ani Ma'amim before the lighting of the candles.
Thank you very much. I want to thank Libby Moronsky for lighting the candles. Libby is the daughter of Peretz and Lola Moronsky, who were both born in Vilna, and her father, Peretz Moronsky, was an accomplished poet, a member of the Young Vilna. I now wish to introduce Ruth Barron-Gerald, who teaches at the Workman's Circle. Oh, excuse me, Chayla Polevsky. Pardon me, Chayla. Ich begrüße euch alle zu dem 60. Haskore und Programm von Nusach Vilna. Welcome, Rochim Haboim, to this 60th annual Nusach Vilna Memorial Lecture and Concert. Shortly after coming to this great land, a small group of cultural activists of varying political persuasions established this organization. I am Chayla Polevsky, one of the founding members. We had somehow survived the Churban, each of us having suffered unimaginable personal loss. Yet, before quite catching our breath, we came together to create a means of infuse our new life in America and to enrich our new community with the spirit of rigorous and vigorous Jewish intellectual and cultural creativity for which Vilna, Yerushalayim Delita, was famous. We did so not only out of a shared yearning and respect for the life and tradition which has been so brutally destroyed, but even more out of the realization that the Vilna manner of open intellectual engagement with the Jewish past, while forging a modern Jewish future, was vital to Jewish self-understanding and culture, especially after the Holocaust. We invite you to take a copy of the outline of the past activity that we prepared for this occasion. In the recent years, we invited Ivo itself, a child of the spirit of Vilna, to absorb our organization and its mission and to conduct this annual event under its auspices. This has been a shidduch min ha-shamayim, as you say, a match made in heaven. I wish every one of you a happy, a healthy, and peaceful New Year. Thank you. Thank you, Chayla. Now, Ruth Barron-Gerald. The first poem that I have prepared is by Avram Sutzkever, Yiddischer Poet. Yiddish poet. A voiler jiddischer Poet, was hat ein eigen Ponym, javet sich zu mir in seiner göttlichen Beschaff. Ich hab mit Masel angeschrieben schon mein Epitaph, Tage da in Tel Aviv. Und nach Reimea Shonim will ich mir soll ihm auskritzen geduldig auf mein Stein. Sagt mir ein Notarius, nein. Kein willst du sterben ruhig, nicht nervös, musst du fiedeln auf dein Stradivarius auf Hebräisch.
Gewalt! Ich will doch, Teuterheit verschilten sich das Leben. Es wird kommen von Amerika ein Jid, wird die Blumen legen aufeinander, zu mir wird nicht kommen. Gib an Eize, spalt sich mir der Schaben. Und ich hab ihm geantwortet klar. Schon Zeit gedenken, als es Tora jüdischer Poet nicht starben. A fine Yiddish poet with a unique style suddenly appeared to me in the most godly incarnation. I've already written my epitaph, thank God, here, in fact, in Tel Aviv. And after 100 years, I want them to carve it patiently on my tombstone. But a notary says to me, no, if you want to die peacefully, not nervously, you must play your Stradivarius in Hebrew. Help! But I'll curse my life when I am dead. A Jew will come from America, and he'll lay flowers on someone else's grave. To me, he will not come. Give me some advice, my head is splitting. And I answered him clearly, it's long past time for you to remember that a Yiddish poet must not die. Jungwald, das ist von Wilner Poet Peretz Meransky, das Lied gewidmet Hirschke Glick. Hirsch Glick was a member of the Yiddish culture club named Jungwald. Glick was in Vilna Ghetto and then sent to Estonia in the Kloge concentration camp. He escaped to the partisans where he later perished in a battle with the Nazis. Meransky was Glick's cousin, and he dedicated this poem to his memory. Jungwald. Men hat dem Jungwald ausgehackt mit Heck, mit aufgehetzte. Es haben bloß gezählt, sich geraten wird von Säg. Nur Stolze gehen mir intakt von Hirschkes Lied, die letzte. Sag nicht keinmal, als du gehst dem letzten Weg. Man hat uns 1000-mal gekäppt mit Begide und mit Keuch. Wir seien 1000-mal gefallen und gekommen von Geschläg. Euch heint, wenn unser loschend wird geschleppt zu dem Missbeach, sag nicht keinmal, als du gehst dem letzten Weg. Man hat dem Jungwald ausgehackt, geblieben ist sein Nussach. Wir seien seine Träger auf den abgefremden Breg. Wir gehen mit dem alten Trakt und tragen sein Geruß eich. Sag nicht keinmal, als du gehst dem letzten Weg. The translation is by Dr. Barnett Zumhoff. The youthful forest. They hacked our youthful forest down with angry hatchet blows. Only few escaped the wrong, but still we're marching to the beat of Hirschke's last great song. Never say that you are walking your last road. Many thousand heads did roll by treason and by force. We fell on countless battlegrounds. And even as our language dies, it's marching to the same grim sounds. Never say that you are walking your last road. They hacked our youthful forest down. There's nothing but our culture left. We've borne it to the distant shore. We carry on the ancient ways and send our greeting forth once more. Never say that you're walking your last road.
And now it's my pleasure to present Yelena Schmulenson, who will sing some songs accompanied by Binyamin Schechter. Vilna, the city full of life and innocence. How often do I think about you? And when I think about you, a tear rolls down my cheek. I remember the rivers, I remember the streets, I remember the forest. And something gnaws at me and doesn't let me sleep. Stadt von Geist und Mimes, will jede Schlag vertracht, wo es murmeln stillet vieles, stilles Säudes von der Nacht. Oftmals seh ich dir in Holland, heiß geliebte Wilne mein, und die alte Wilner Ghetto mit an äppeldicken Schein. Wilne, unser Heimstatt, unser Bänkschaft und Bagger. Ach, wie oft es ruft dein Namen von mein Euger äußert Recht. Wilner Gesslach, Wilner Teichen, Wilner Wälder, Berg und Tal. Ebbes neuet, ebbes bängt sich noch die Zeiten von einmal. Seh dem Wäldele Sakrete in sein Schatten eingehielt, wo geheimes Hoffen lehrer unser Wissen Durst gestillt. Wilner hat dem ersten Vorgang von der Freiheitszwang geweckt, und die liebe Kinder ihre mit der zarten Geist belebt. Wilne, unser Heimstatt, unser Bänkschaft und Bagger. Ach, wie oft es ruft dein Namen von mein neuer äußert Recht. Wilner Gesslach, Wilner Teichen, Wilner Wälder, Berg und Tal. Ebbes neuet, ebbes bängt sich noch die Zeiten von einmal. Wilner Gesslach, Wilner Teichen, Wilner Wälder, Berg und Tal. Ebbes neuet, ebbes bängt sich noch die Zeiten von einmal. Quiet. Shh. Nothing grows here but the graves. All the roads lead to the Panar forest. There is no way back. You have to be quiet and you can't cry. Nothing will help. Outside it's spring, but inside it's autumn, and the river is covered with ice. But you have to hope and wait. We have to be quiet until these gates fall.
The sun will come out from behind the clouds. Freedom will come, and it will shine on your face, and your father will come back. But you have to be quiet. Stille, stille, lass mich schweigen, Quor im Wachsen da. Es haben sie verpflanzt die Sonne, grünen sie zum Blau. Es führen Wegen zu Banarzu, es führt kein Weg zurück. Ist der Tate wo verschwunden und mit ihm das Glück. Stille Kind, mein Zwein, mit Euzers helft nicht kein Gewein. Unser Unglück fällt Sonn im Sei, wie nicht verstehen. Es haben Breges euch die Jammen, es haben die Füße euch zusammen, nur für unser Bein. Kein bissel Schein, kein bissel Schein. Frühling auf ein Land gekommen und uns Herbst gebracht, ist der Tag heint voll mit Blumen und seit noch die Nacht. Goldig scheint der Herbst auf Stammen, es blüht in uns der Zar. Es bleibt verjossend, wo am Mames Kind geht auf Banar. Wie die Wilje geschmiedet euch gejochten Bein, ziehen Krieges Eisen, Lieden mit den Jammereien. Es wird der Heuschech Wutze runnen, von der Finster leichter Sonnen. Reiter, komm geschwind, dich ruft dein Kind, dich ruft dein Kind. Stille, stilles Quellen quallen unseren Herz herum, bis der Teuer wird mit Fallen, sein mir Musen stumm. Frei mit Kind, sich ist ein Schmeichelitzt vor uns verrat. Sehn dem Frühling soll der Säune wie in Herbstablatt. Soll der Qual sich ruhig fließen, stille sein und hoff. Mit der Freiheit kommt der Tate. Schlafsche Kind, mein Schlaf. Wie die Wilje aber freite, wie die Bäume krieg man neite, leicht bald Freiheitslicht auf dein Gesicht, auf dein Gesicht. I think we should have a whole evening of such songs. And now it's a great pleasure to present Boris Sandler, who will present a film that we are going to see this evening. Boris is the editor-in-chief of the Vorwärts. A poet und ein Mensch. Ich will derweil reden. Ein jüdischer Poet müsste leben ständig und muss reden Jiddisch. Ich begrüße euch teure Wilner und nicht Wilner. Mir hat aufgeglückt im Leben
weil, wie man sagt auf Jiddisch, ich hab abgehabt, noch zu sehen, in der viele Mitarbeiten mit echten Wilner. Alle Männer hat sich vereinigt, etwas aber sindere Intelligentkeit, aber sinder Aussehen, aber sinder Reden Jiddisch, aber sinder Zeichen auf dem Punem. Zwischen sie ist gewesen mein Lehrer von Jiddisch, Shimon Sandler, Avrum Sutzkever, mein neunter Freund, David Rogov, und euch, Avrum Karpinovich. Avrum Karpinovich hat euch durchgemacht den Weg, wegen welchen sie schon früher gesucht geworden, verendigt die jüdische Realgymnasium in Wilna, verkocht gewesen in der linken Bewegung, geträumt zu befreien die ganze Welt, entlaufen kein Rattenverband, zu bauen Birabidjan, in der nur verschickt geworden auf Ural. Bald wie Wilna ist befreit geworden, hat sich umgekehrt, aber zum Bedeuern nur zu den Quoren. In seinem Weg ist weg in Eretz Yisroel. Dort hat euch versucht, sein Päckl gesessen in Zypern, in die Konzentrationslagern. Und erst, wenn es ist geschaffen geworden, eine jüdische Medina, ist gekommen in Medina Yisroel. Hat umgehoben zu schreiben wie ein Schreiber, schon noch der Malchume, in der nicht Jung Wilna, nur Jung Yisroel, wo es ist faktisch gegründet geworden von Avrum Sutzkever, wie bewusst, und ist bestanden von Srov Wilner Iden. Aber seine ganze Schaffung ist gewidmet, oder kemat die ganze Schaffung, ist gewidmet der Stadt Wilna in der Wilner Bevölkerung, der Wilner Iden von Amol. In der Kedos hat unsere Gruppe, wenn wir sind gefahren in Wilna, haben gewollt noch kicken, noch folgen, die Tritt, wo es der Jünger Avrum Karpinovich hat durchgemacht in Wilna. In weiter verbete ich auch zu sehen den Film, wo Karpinovich allein erzählt wegen seinem Leben und Schaffen. Dank. In den Mit-90er Jahren pflege ich mit meinem Freund Harn Schwarzmann, ein Amateur im Kino und ein größer Unhänger von Jiddisch, fuhren gemacht jeden Freitag von Jerusalem in Tel Aviv, sich treffen in Beis Levig mit den jüdischen Schreibers. Also sind filmiert geworden die Monologen, wo die Schreibers dermonen sich in sehr Leben und betrachten sehr Schaffung. Lange Jahren sind die zähnliche Taschmis gelegen auf der Polizei, bis es gekommen die Zeit und Möglichkeit, die seltene Monologen herauszubringen für ein Neulem. Jeder von euch wird aber die gefunden sehr so eins, was ihm interessiert ist mehr. Aber unser Zweck ist, koidem kol, zu inspirieren euch, sich wenden zu den Werk und Bücher von jüdischen Schreiber, an nun gesättigter Qual von jüdischen Kiem in Mizrach-Europa. In der Mitte wird ihr euch verlängern die Mundung von sehr größten schafferischen Ifti.
Du, von dem Rock von Gläserne Gas und der Idischer Gas, heben wir uns so spazier über den Leben und Schaffen von Avrom Karpinowitsch. Amol, wenn es hat noch du geräuscht, ein jüdisches Leben, ein jüdischer Huha, ist gestanden auf dem Ort ein Blinder in gewahrt, dass soll man rüberführen von einem Seitgas zu einem zweiten. Karpinowitsch schreibt in seinem Büchlein so: Man hat genau nicht gewusst, dass der Jid ist blind und man darf ihm helfen, rüber zu gehen in das Gas. Sie pushet noch eine warme Hand. Hand wird uns Karpinowitsch mit seiner warmen Hand führen über sein Leben und Schaffen. Wenn Mensch bist jung, ist groß dein Schwung, dann juckst du sich noch lieb. Verlost, vergesst dein Heim, dein Nest, die Zeit kommt nicht zurück. Wenn's kommt der Älter an, tust du sich an der Mann und trachst, was ist geschehen, sich nicht herumgesehen, wie lang bin ich allein ein Kind gewesen. Ich will noch einmal sehen mein Heim, sie ist noch alt dort wie gewesen. Ob da der Parken, ob der Bäum, ob da der Dach, was halt sich teum, mein Morem heim, für wenn a Tischl und a Bank, ob da verbracht, ob ich es lang, ob da gecholemt in Geheim, mein Jugendglück, mein Jugendträum, ich bin kein. Mit der Klau kommt ein jüdischer Schreiber von der Stadt, von der Yeshiva, von der Tatensaheim. Aber ein jüdischer Schreiber, so kommen von der Theaterheim, das ist sehr eine seltene Erscheinung. Und ich, aber Dechem, Ani Akoten, komme von der jüdischen Theaterheim. Mein Tate ist gewesen ein Ballerboss von der Theater in Wilne. Der Theater, das ist ein Volkstheater. Und was hat man dort nicht gespielt? Man hat gespielt Hanze in Amerika und der Alme mit zwei Weiber und Malkele Soldat und noch solche Pjesen, von welchen Weiber können rausgehen, verwähnte, verzornte, stehen eine der andere und sagen, das ist, was wir haben gesehen, Punkt für mir in Stub. Das ist gewesen, als ich zu sagen, eine erzieherische Anstalt. Das Geschäft ist gewesen sehr farbiger, sehr freilicher. Und mein Tate hat gehabt eine neue für jeden Abend, was hat umgedreht. Aber meine Mama hat keine neue von dem Geschäft nicht gehabt. Weil sie hat geteilt, was ist das Fahrergeschäft, als alle gehen nach einem Siehst. In Wilne hat Rothschild nicht gewohnt. Es sind gewohnt arme Menschen. Und Wunder, immer Wunder, arme Menschen haben lieb Theater. Und der Tate vielleicht stehen aber bei einem Reingang und sehen, wer steht nicht beim Kassen, aber er steht bei dem Hauptreingang und alles da reingehen. Und von Rachmanes wegen vielleicht dazugehen und sagen, nur, Geld hat er nicht. Geht er auf den Galorke und sitzt dort, aber ruhig sollte er sitzen. Und also ist es gewesen. Zu der gewesenen Ludwikowski Gas, wird sich zu neu kommen in die Vernachten, der Wilner, Amcho, die Intelligenz, sehen eine neue Vorstellung und im Volkstheater, wo der Direktor ist gewesen,
Moishe Karpinovich. In dem Binien hat sich gefunden amul der Idischer Volkstheater. In Odbus Karpinovich schreibt wegen sein Tatens Theater. Der Tat hat ausgeguckt, Zineseles gewesen im Zirk und gekommen zum Moisfir, als dort ist der richtige Platz zu bauen Theater. Dem Zirk hat ausgeklebt zulieb nur a wichtiger Siebe. Dort ist gewesen a fartiger Balkon und a Galorke verhamcho. Dem Parterre hat vertracht zu machen auf dem Platz von der Arena. Ich habe eingesagt in sich den ganzen Farb, den ganzen Collier, den ganzen Umwelt und die ganze Freude von der Bühne. Weil das Theater ist ein offenes Tier. Wer ist schließlich gekommen im Theater? Wenn es drauf ist, Kaminski, gekommen nach der Besuch in Bühne, wie das eine stürmische Demonstration nicht bloß am jüdischen Theater, aber der jüdische Kultur. Man hat ja nicht gelassen, Tour nach Gas, mit der gepasst, bravo, mit der getroffen auf die Hände, man hat die hochgenommen, Tage wie die Mama vom jüdischen Theater. Und von anderer Seite, die alle Volksvorstellungen, was ich habe schon früher gesagt, wie Malkele Soldaten, also weiter, oder die Bandit Gentlemen und die alle Pjesen, welche haben ein bisschen da erhöhen, die Stimmung, also sozusagen von dem poscheten Volk. Aber sehr viel, das zu illustrieren, muss ich machen eine kleine Digresse, bis ich noch dort Zeit und dann erzählen, wegen der Fall, was sie vorkommen bei uns im Theater, der sollt verstehen, der Marus von der jüdischen Theater in Wilna. Als einmal ist gekommen ein Tourist zu meinen Taten, dem Direktor vom Theater, und hat gesagt, Herzog, ihr bin gewöhnt, bei euch Shabbos zu Nacht. Auf eine Vorstellung, sehr eine schöne Vorstellung. Ich habe sehr eine neue gehabt, nur sollt wissen sein, als mir heute rausgegangen von bei mir dem Passport und im Passport gelegen $100. Und ihr sollt wissen sein, ich muss bekommen zurück den Passport mit dem Geld, und nicht gehe ich weg und ich klage, ich komme, ich werde auch vermachen im Theater. Meine Tate hat sich sehr erschrocken. Die Drohung ist gewöhnt ist. Wir sind weggegangen gleich zu Mischke Krasavczyk. Das ist gewöhnt von der Pnei, von der jüdischen Unterwelt. Und Mischke Krasavczyk hat nicht durchgelassen, keine Vorstellung. Und alle Wochen ist gegangen im Theater. Ist weg, mein Tate. Und sagt, Mischke, es ist gekommen ein Tourist. Und sagt, mir hat zugegangen mit dem letzten Shabbos nach dem Passport mit $100 in der Wenikesha, kennst du mir nicht geben, wie handelt man mit dem Bushandel, Bus tut man, und das hat mir auch angestammt. Mischke Krasavczyk hat gut umgeguckt, den Tatenmeister, ruhig geschleppt, ein Amerikaner Passport, und hat gesagt, also, Rav Moshe, Pfarrer Kovet, und von Kovet von der Stadt Wilna, gebe ich euch weg den Passport. Nur ich habe Zeichen bei Kosche. Ich soll sagen, mit dem Tourist, dem Ganer, dem Julik, dem Unterweltnik, als dort ein Passport, ich gewinnt $20, nicht $100. Hat gewollt abnehmen. Und der Pfarrer, nehme ich zu die $20, wir haben ein Jesema noch eine Kasse nicht zu haben, wird es ja sein zu steuern. Aber besser sagt ihm dem Ganer, also die Welt verschiedene Wilde. Und dem könnt ihr verstehen, die ganze Atmosphäre, die ganze Stimmung herum dem jüdischen Theater in Wilna. Was in meiner Rolle dort gewesen? Außerdem, was ich habe geholfen, den Taten in Parnasse, ich habe gezogen den Vorhang, ich habe geschleppt Dekorations. Mein Tate ist nicht ein größer Kapitalist. Und dann hat genau das halt eine Sprache von 6 Kindern und 2 Hodulkes Jesemim und noch ein Jesemim. Weil meine Mama hat gesagt, der Tate
hat sich beklagt, Rochel, wollen wir nehmen auszuhalten. Wir haben eigene Sex und du schläfst noch Kinder in Stube. Hat sie gesagt, ja, ich kläre das nicht, mit der Reingießen noch ein Kindle Wasser in die Suppe, klecken für alle. Und auf dem Smach hat sie ausgegangen, wird 9 Kinder. Da hat sie verstehen, dass der Tate hat gedacht haben, gut Parnasse. Aber hat leider nicht gehabt und die Kinder haben ihm geholfen. Ich habe gearbeitet in Tarambine, ein Sohn ist gewesen ein Elektriker, einer ist gesessen in Kasse, einer ist gewesen ein Akteur und eine Schwester hat getanzt auf dem Bühne. Wir haben ausgefüllt alle Löcher im Theater, wo wir die kennt, verschworen Geld. Und ich bin gestanden in der Seite und ich habe observiert, dass die Dose Gefahr mit dem heiteren Jarid. Und ich habe umgeguckt, die Besucher der Rika von den Shabbos-Batogischen Vorstellungen, wenn man vielleicht darf nach einlassen Kinder siehst, weil damals noch nicht gewinnt Kommode von Babysitters und mit nicht gehabt, Geld zu zahlen, Babysitters, schlägt man mitnehmen die Kinder. Und es gewinnt ein nicht geschriebener Gesetz, als Kinder gehen nicht und siehst ein Theater. Noch was, mir fliegt sie aussetzen, vor der ersten Reihe und die Mames, wenn sie reinrufen, eine Polke, Hund in Hand, warum was zu essen, und sollen sitzen still. Und das Verlauf wird bei euch im Paar und Vorrang und meldet. Kinder, als ihr wird sitzen still, wird man euch hereinlassen noch einmal. Und nicht wird man euch nicht heranlassen in Theater. Und da seht sich an die Vorstellung. Da habt ihr verstehen, dass ich habe genascht von den Gedichten Teller Volksgekehrt ist, wie komme ich zu seiner Schreiber? Ein Schreiber, wollte ihr gesagt, wird nicht geboren. Das ist eine Fiktion. Ein Schreiber darf sehr Sache arbeiten über sich, sie sich zu ergroben, zu seinem eigenen, bescheidenen Talent. Ich weiß nicht, ich bin sicher, sie nicht immer, ich weiß das ganz genau, ich bin sicher, als es fällt mir eine Sache, zu einem Schreiber wie Tschechow, oder zu einem Schreiber wie Maupassant, zu einem Schreiber wie Dorothy Parker. Es kann sein, sie haben gehabt breitere Horizonten, sie haben gemolene breitere Leibenden, aber zu meinem Schuss kann ich sagen mit Recht eine Sache. Sie haben gehabt breitere Leibenden. Es kann sein, dass meine Schäferigkeit, meine bescheidene Schäferigkeit, wie viel mein Talent genügt, benutze ich mit kleineren Leibenden. Aber meine Leibenden sind so übergezogen über unser Volk, in welcher Richtung es soll sein, weil er zwischen uns gerät. Der Rika, schreiben meiner, ist wegen Wilde. Aber nicht wegen Wilde von dem Goya Rebellion, nicht von dem Stadtgabe Grodzenski, nicht von Klei Kodesh, nicht von der Wilder Intelligenz, mit Dr. Max Weiner Berosch, dem Direktor vom Jüdischen Wissenschaftlichen Institut. Aber man soll sich stützen auf das, was ich habe angeschrieben wegen Wilne, kann man meinen, als Wilne ist gewesen nur eine Stadt von Ganovim, von Seines, von Passers und von Unterwelt. Aber es sind nicht Teves. Ich habe genommen auf sich,
die das geufde, weil ich hab getracht, und ich mein, als ich hab richtig getracht, als ich herum und herum, die alle, was haben geformt, unser Leben, mit farbige, mit heitere Kolieren, sie gehören doch echt zu unser Volk, wir können sie nicht abreißen. Warum sollen sie vergessen werden? Wegen Wilna Goy wird man noch schreiben und schreiben, Dissertationen und Forschungen. Dr. Max Weinreich ist verewigt in der jüdischen Linguistik, in der Geschichte wegen der jüdischen Loschen. Und was hat man da mit der Tamare de Heuche von der einzigen jüdischen Gassenmädel in Wilna? Tamare de Heuche ist gewesen die einzige, was ist gestanden auf dem Rand von der Grube, von der Vernichtung auf Panar. Und ihr Protest hat sich ausgedrückt in dem, weil sie ist gewesen die einzige, was hat sich nicht ausgetan. Die Deutschen haben mir weggehargert, umgetan, in ihr Kleidl. Das ist gewesen der einzige Protest, wo sie die kennt ausdrücken. Und sie hat durch dem, ich habe schon geraten, wird dem Covid, ich will nicht Maxim sein, ich will nicht übertreiben, ich will es auch nicht benutzen mit hochwertige, wie man sagt, das auf Russisch, wie so kopatene Wörter. Aber irgendwo hat sie geraten mit dem Covid von der jüdischen Frau. Aber wo soll da Tamare vergessen werden? Aber ich nicht will vergessen werden. Ganovi, wir haben ausgehalten, sehr menschliche Examen in die Lagers, wir haben geholfen Menschen, haben sich nicht verkauft dem Deutsch besser die Anbeißen punktverkehrt, geholfen Menschen, geholfen eine der andere. Aber gewollt soll nicht vergessen werden, soll bleiben irgendwo. Und neben mit meinem bescheidener Feder habe ich Matzlier gewinnt, in dem Chotschafahren. Minimum ist euer gut, weil mit meiner ganzen Bescheidenkeit muss ich auch sagen, keiner wollte nicht Matzlier gewinnen in dem. Nicht erfahren, weil ich bin der würdige Talent, ich bin der, was sie kennt besser, Schilder und so weiter und so weiter. Zu der Reinposche der Sibbe. Das, was ich ein bisschen erzählt habe, wegen dem, als ich stand von der Theater heim, hat eng gescheichert damit. Was ist der Wunder, als wenn ich bin gelaufen a Burwasser über ganz jüdische Gas und gejuckt fahr sich a Rot von an alter Nähmaschine, ob ich eingesappt in sich das Wilner Gewürz, dem vielfarbigen, dem Besonderen mit seinem eigenminigen Klang, das Luschen Jiddisch, weil Jiddisch ist gewesen nicht bloß in der Mama Luschen, nur euch in der Neschume Luschen. Als in Wilna hat gelebt ein Dichter, ein jüdischer Dichter, hat geheißen Shimshon Kahn, wir haben ihn gerufen Sonke. Hat gekannt zigeunerisch Loschen und hat übergesetzt von zigeunerisch auf Jiddisch, dem ganzen Folklore, dem zigeunerischen, unsere Romanzen. Und hat gekämpft für das Recht von den jüdischen Gassenmädler. Wir sind gekommen, einmal mit einem Projekt, wir sollen organisieren einen professionellen Verein von Gassenmädlern mit der Sexe jüdische. Also weg zu den zwei beutelsten jüdischen Gassenmädlern in Wilna, das ist Leke die Schwarze und Tamare de Heuche. Und hat sich vorgelegt, nicht mehr und nicht weniger, zu öffnen eine Schule für Liebe. Und hat sich erklärt, dass es bringen Covid, Wilna in der ganzen Welt, weil das ist der erste Präzedenz, eine Schule für Liebe. Und Tamare de Heuche hat sehr übergenommen in den Plan. Und sie ist weg zu unserem theatralen Maler Efron hat geheißen. Und sie bestellt bei ihm ein Schild, ein Gräßen. Und sie werden angeschrieben auf jüdische Volksschule für Liebe. Wie viel kostet das Vergnügen?
Me wird herausgeben Diplomen. Eins, Markatsch. Hante ist das Gessel Majoronio. Aber am Anfang der Malchume des bekannt gewesen wie Safianikis. A Erze bestike pflegen kommen inge Chevre im Versichern dem Tam von Liebe. Du sind gewesen die berühmte Eiskis, wo man pflegt sich versparen und spielen in Liebe. Und wo sie schreibt, Karpinowitsch, wegen die Safiankes von Heint. Ganz Safiankes ist aufgekostet wie Gruß auf der Lonke. Nicht auch in Spur, bloß die Wilenke. Das Eichel hat geschwenkt die hinterste Wand von der Heißlach. Jurtschit noch Umeteker wie Amul auf dem Weg zu der Vilje. Der Tag Vilje, hat wie Karpinowitsch beschreibt sie. Der Tag Vilje hat genommen die Stadt wie ein silberner Gartel. Und wir haben gespiegelt unsere junge Penemer in ihre Wassern. Wir haben gewollt erkennen sich allein. Wer sehnen wir? Und wohin darf mir wenden unsere Chaläumes? Wie soll mir stillen in der Bänkschaft? Die Bänkschaft noch wuss. Noch als, was ein jung Herz hat geklappt. Hanna Merke hat gehabt der Ballet Fies gleich bei Monheb Mark. Hat der Folklorist Rubinstein so lang geklieben von ihr Folklore, bis es geworden bei sie ein Stückel Liebe. Hanna Merke ist zum Folklorist zugesotten geworden. Chotschene hat gehabt einen Fuß ein bisschen kürzer. Die übrige Fisserkes haben so gesehen, als sie doch. Hat der Rubinstein, der alter Bock, sich erschrocken und weggehunken von Wilne, auf nicht sich umzukehren. Die letzte Zeit hat Hanna Merke so einen verlorenen Appetit zum ganzen Mischer. Sie hat angehäuben Spinnen verschiedene Pläne. Sie übergehen zu einer anderen Branche. Aber ihr Haverte, Zirl die Pagigelle, hat geworden das nicht dann. Aber Lehe, Fies ist ein offen Geschäft. Gefällt dir nicht der Koine? Gehst du mal Yoga ab mit einem Eck von der Schleier und sagst, Madame, kauft Stinkes. Die Fies ist nicht für euch. Wir befinden sich in Markus Restaurant, wo es ist auf Goens Zavulek und Gläserne Gas. Du nicht weit hat sich amul gefunden Welfkes Restaurant. Und dort haben alle Liebuber von Jiddisch gegessen gebrotene Kischke und geackte Leber. Dahin pflegen sich zu neu nehmen noch die Vorstellungen der jiddischen Akteuren. Es in einem Winkel sind gesessen die Zwotschikes, Balebatem von einer Pferd mit der Droschke zu 4 Passagieren über der Stadt. In einem zweiten Winkel sind gesessen die Akteuren und Schreiber, euch Mäzenaten, die es haben geholfen in erneut bei einer schlechten Theatersaison. Oder gur gestellt berufen bei a Theatersimchale. Euch stoltne Mädlich, Verrehrens von kolmene Künstler, ob bescheint die Tischlach. Itzig Mangerle Muschel hat gesucht teure auf a Gläsel Slivovitz, Schimschen Cohen, der Rezensent von Wilner Tug, hat geschotten Pech und Schwebel, verspielen Schundpiessen. Avrum Marewski, welcher hat gata Schwachkeit zum Essen, hat gerissen Sticker von einer Katschke und geschrien, heiserig,
Welfke, ich bin ingerig. Und was meint ihr? Bald hat man ihn hintergetrogen, als Cover die Kartoffellatkes mit Grieben. Dem 7. September 1949 haben die Deutschen dazu aufgetrieben 2000 Iden und sie abgeschickt in Panar. Wir haben gelebt in Wilne, ein vollblutig jüdisches Leben. In Druck von allen Seiten, in der Ohrenkeit, sind wir gewesen schäferisch und sprudelig, mit Auftun vor dem jüdischen Heind und Hemmschach. Wir haben nicht gewusst, es wird kommen ein Tag und wir wollen zerschleudert werden über der Welt, Jechidim von Mischpuches, Verjossente und von ganz Wilne wird überbleiben bloß an der Meinung. Wenn wir sind geschwommen über die Wassern von Vilje, wenn unsere Chaläumes haben sich umgeschlagen in jeden Bäum von Wilner Wälder, haben wir noch nicht gewusst, als das alles wird amul nicht dienen unser Fried, nur unser Treuer. Tamara Schmelinski, bewusst in Fachkreisen mit dem Namen Tamara die Heuche, ist gestanden mit noch Freuen auf dem Feld von Panar und geguckt in der Weid. Wegen wemmen, wegen was hat sie gekonnt trachten? Allein ist sie doch gewesen so elend, nicht gehabt keinem. Und Ott ist gekommen aber Befehl, man soll sich äußern. Tamara hat sich nicht ausgetan. Tamara hat nicht zu lieb getan dem Deutsch, welcher ist gestanden gegenüber ihr mit seinem Maschinengewehr. Sie hat ihm geguckt, gleich in die Augen und sich nicht gemacht von seinen Geschreien. Lang hat er nicht geschrien. Und wie können wir vergessen Gedalken, den Meschugen im Chasen? Er pflegt Winter, reinsingen seine Nigunim in a Chainik. Sie sollen sich dort aufhüten, angefroren, bis Pesach. Und der Bettler Rasputin mit seinen 7 Weiber, seine Helferkes? Er pflegt sie ausstellen auf alle Rogen. Oh, seien sie gewesen gute Akteuren. Nordwilne hat vermogt solche getreue Lehrers. Sie haben erzeugen Kinder, was mir hat gekannt, sie bloß Leute sehr zunehmenischen, wie Motke die Kichelach, Hirschke der Tombak, Samke der Spiegele, Meier der Zieg, Abraschke der Knacker und noch und noch. Für sie ist die Gas gewesen sehr reim. Lammer der Monnen die Bobesnitzes, was haben versorgt die Stadt mit heißen Zuckerbobes. Sie haben gehabt sehr eigenem Ausruf.
Iden, Bobes fahren Käser sich stellen. Der Tat ist gegangen dem letzten Weg auf Panar allein. Und der Mamen, sein Jugendliebe. Ihr mit meiner Schwester Dwoire, allein, aber begabte Schauspielern, haben die Deutschen noch früher gebracht, sie umzubringen. Euch Dwoires Mann, der Akteur Leb Weiner, ist gegangen mit sie. Aber ich soll sagen, das ist eine Kunst, in der sehr eng bezeichnet. Schreiben ist sehr intime Ufde, sie will Liebe. Und wir wissen doch, dass nicht alle sind fähig zu Liebe. Nicht alle. Es sind nur Menschen, wo sie sehen, da geht nicht der allerhöchste oder der höchste Gefühl, was Gott hat uns geschenkt. Weil Gott hat geschaffen, etwas mehr, etwas Süßes, etwas mehr daheim, wie Liebe, hat das mit der Stamm gelassen versichert. Das ist nicht abgegeben, den Menschen. In der Schreiber darf gehen in der Richtung, mit meiner Meinung. Und dann kann er berechtigen, mit dem Gefühl, sein Väter. Er darf lieber um die Helden, er darf sie mitfühlen, er darf sie verstehen. Das ist beirrt, als ich zu sagen, mein bescheidener Credo wegen mein Schaffen. Außerdem, verständlich, ich lebe da nicht in einer wenigsten Migration mit Israel. Ich viel mit dem Leben, im Meschach Jahren gewesen engagiert in sehr schöne Arbeit. Ich habe gearbeitet über 30 Jahre in dem israelischen Philharmonischen Orchester. In der Leitung. Sie gewinnen sehr schöne Arbeit. Sie liebt dem, was mit gerade Gelegenheiten zu bekennen, Menschen, interessante, sie hat Gelegenheit zu bereisen die Welt, und gerade Gelegenheiten, sich zu verfestigen, materiell kennen und zu gehen mit dem Schreiben. Es liegt da in dem, was ein Stück Tiere von ihnen seid, ein Mensch, der sein Spezov gewinnt, sagt, der Große seine besondere Kleidung, mit seinem Fuß in der Friede, nach einer Krawatte, mit dem dreiteiligen Anzug für die Repräsentierung. Und als Organisation der Orchester, und von anderer Seite, da kommen noch ein Konzert, wo ich muss sein, weil ich bin verantwortlich für alle Arrangierungen. Und ich habe weggesehen beim Schreibtisch, nehmen die Feder in Hand und schreiben wegen Mischke Krasavtschik, wegen Selig Maltoive, wegen Berthe de Luchte und dann sie weiter und dann sie weiter. Wie sorglos frei läuft's Kind vorbei, ich steh dabei und klär. Es hat gewiss sein Ort, sein Tisch, sein warm Bett nicht mehr. Mein Heim ist mir zerstört, mein Heim ist mir verwehrt. Ich wandere nah an nah, ich bin kein Moll zu satt, wenn ich wollte jetzt mein Ohr im Heim gehabt. Ich will noch einmal sehen mein Heim, zieh noch aus dort wie gewähnt. Otto der Parkan, Otto der Bäum,
ob du der Dach, wo's halt sich heim, mein Orem heim, für wenn Gott Tischl und a Bank, ob du verbracht, ob ich es lang, ob du geholmt in Geheim, mein Jugendglück, mein Jugendträum, ich bin kein. Das Leben von einem Schreiber, wie sein Werk, hat das auf. Es ist aber genug neben zu lehnen seine Bücher, wie als lebt aufs Nei. Avrum Karpinovich, Wilne, mein Wilne. Wie sorglos frei läuft's Kind vorbei, ich steh dabei und klär. Es hat gewiss sein Ort, sein Tisch, sein warm Bett nicht mehr. Mein Heim ist mir zerstört, mein Heim ist mir verwehrt. Ich wandere nah, ich bin kein Moll zu satt, wenn ich wollt jetzt mein Ohr im Heim gehabt. Ich will noch einmal sehen mein Heim, zieh's noch aus dort wie gewähnt. Otto der Parkan, Otto der Bäum, Otto der Dach, wo's halt sich bäum, mein Orem heim, für wenn Gott Tischl und a Bank, Otto verbracht, ob ich es lang, ob du geholmt in Geheim, mein Jugendglück, mein Jugendträum, ich bin kein, ich höre, es singt im nachtigen Geräusch, das wiegt also mein Mann mich in Scheuß. Oh, wie viel Bänkschaft, wie viel Heim, vermogt an Ames oder im Heim. Es mag sein von Ziegel, sie von Stein, es mag sein von Streu, es mag sein von Lehm, ich bin kein. Under your white stars, stretch out your white hand to me. My words are tears, and they want to rest in your hand. Dear God, I want to give you all I have, because inside me there's a fire. But even when I rest, I'm on fire. And I run higher and higher, and I look for you. Where are you? I am chased. There is no rest for me. Stretch out your white hand under your white stars. Unter deine weiße Stern streckt zu mir dein weiße Hand. Meine Wörter seinen Tränen willen ruhen in dein Hand. Sei es dunkel, sei finkel, in mein kellerdicken Blick. Ohne hab gar nicht kein Winkel, sei zu schenken dir zurück. Ohne hab gar nicht kein Winkel, sei zu schenken dir zurück. Und ich will dich Gott getreier dir vertreuen mein Vermeck, weil es mont in mir a Feuer und in Feuer meine Deck. Nur im Keller in Lecher weht die mörderische Ruhe, läufe Hecher über Dächer und ich such, wo bist du wohl?
jagen mich mir schöne Treppenhäufen mit Gewoi. Häng ich angeplatzte Strune und ich sing zu dir so. Unter deine weiße Stern streckt zu mir dein weiße Hand, meine Wärter, seinen Tränen willen ruhen in dein Hand. Meine Wärter, seinen Tränen willen ruhen in dein Hand. From the walls of the ghetto to the free forest. Instead of chains on my hands, I have a rifle in my hands. I have grown up really fast with it. There are very few of us, but we are brave like millions. The Nazis don't know where we're coming from. It looks like we're coming from under the earth. The word revenge has a different sense when you write it with blood. We're never going to be the last Mohicans. The partisan Jews bring the sun into the night of the ghetto. Von die Ghettos Füße wendt in die Wälder freier, anstatt Keten auf die Hand, halt ab ich nahem. Auf die Aufgabe ist mein Freund, kuscht mir halt und Achsel, mitten Bix bin nicht von Heid, fest und neu gewachsen. Auf die Aufgabe ist mein Freund, kuscht mir halt und Achsel, mitten Bix bin nicht von Heid, fest und neu gewachsen. Seinen Meeren Zoll, dreist wie Millionen, reißen mir auf Park und Doll, bring es Echelonen. Der Faschist verzittert wird, weiß nicht wovon Wahnen, stürmen wie von unter die Partisanen. Der Faschist verzittert wird, weiß nicht wovon Wahnen, stürmen wie von unter die Partisanen. Das Wort ne komme hat der Sinn, wenn mit Blut verschreibt es, waren heiligen Basin, wären mir die Schreiben, nein, wir werden kein Mal sein, letzter Machikaner, bringt der Nacht die Sonnenschein, der in der Partisaner, nein, wir werden kein Mal sein, letzter Machikaner, bringt der Nacht die Sonnenschein, der in der Partisaner. Thank you so much. Now, I will read the names of members of Nusach Vilna who passed away this past year. Alishbi Khan Zadek in Israel, Sima Kran, member of Nusach Vilna Committee in New York City, Abra Shaturov, member of Nusach Vilna Committee. Michael Baran now will come for the Haskara.
My dear good friend, Ella Polevsky, reminds me that I should mention the fact that today actually is your side of the thousands and thousands of Wilner at the time of the liquidation. Im Geist von traditionellen liturgischen Kaddisch, o Eilmul Rachamim, hat ein gut bekannter, größer jüdischer Poet von Bessarabia, Ephraim Auerbach, umgeschrieben eine wunderliche Poeme in dem Geist von Eilmul Rachamim. In the spirit of the traditional Eilmul Rachamim, Auerbach, Ephraim von Bessarabia, wrote a very beautiful poem in the spirit of Eilmul Rachamim. Gott, der Barmdiker, was in Heuch tust du wohnen, unter deine Flügeln bringt die Heilige und Reine, die wir seine von der Welt gegangen unbeweiner. Wie der Licht im Himmel scheinen sie so gesäubert, die Neschommes von den verpeinigten, geschändeten Guffen. Wenn der letzte Rege hat mit Tod auf sie geläuert, hat das klare Haar zu Jöscher auf der Welt gerufen. Nicht verschnitten oder teut die jüdische Emune, nicht verschnitten dem neues Wort von Ausleid auf der Lippen. Gott, was an der Barmkeit ist tiefer von der Brunnen, in einem Knopf von ewig Leben sollst du sie verknippen, so geheiligt sei das Leben und der Tod noch mehr, so die Reiner noch gemacht, die mörderische Tumme. Als verscholten sollen werden Zinder und Zerstörer. Von dem Korben soll der Ausleis, unser Jöscher, kommen. I would ask you, please stand up. El Rachamim, Shoychein, Pamroimim, Aham Tzavei, Menucha Nechoino, Al Kanafei Hashchino, Bimalois, Kedoshim Utorim, Kezoya Harakia, Mazhirim Eskol Nishmoish, Be'er Vilna, וכל נשמויס מ-6 מיליונים יהודים, חללי השואה באירופה, שנהרגו, שנסחטו ושנשרפו ושנספו על קידוש השם ועל קידוש העם. בידי המרצחים הגרמנים ועוזריהם משור העמים, יימח שמם וזכרם. ברור שכל הכל מספלל לעילוי נשמותיהם, לכן ברחמים יסתירם בססק כנפיו לעולמים. ויצרור החיים את נשמותיהם, אדוני הוא ונחלתו. מגן עדן תהי מנוחתם, ויעמדו לגורלם לקץ הימין, ונאמר אמן. And now Betzibur will say Kaddish. Yisgadal v'yizkadash Shmei Rabbah, Bielmod Dibroch Yerusei, V'yamlich Malchusei, V'chayechon Uv'yemechon, Uv'chayei Dechol Beis Yisrael, Ba'agala V'zman Koriv, V'yemru Amen. Yehei Shmei Rabbah, Mevarach Leolam, Ulal Meil Maya. Yisbarach V'yishtabach, V'yispoar V'yisreimam, V'yisnasei, V'yishadar, V'yishalei, V'yishalal, Shmei de Kutsha,
brichu. Leila mikol bichasa, beshirasa, tush bichasa v'nechamata, ta'amiram v'elma v'yemru amen. Yehei shlama rabo min shmaya v'chayim aleinu, v'al kol Yisrael v'yemru amen. Oseh shalom v'imreimal, hu ya'aseh shalom aleinu, v'al kol Yisrael v'yemru amen. Now I'll call our beautiful and excellent singer, who interprets the ghetto song so much like almost she would be born in Vilna. Sag nicht einmal, als du gehst am letzten Weg, ein Himmel im blauen, verstellen blauen Tag. Komm, wettlich unser ausgebänkte Schau, es wird erbeugt und unser Trott, wir seien da. Von grünem Palmenland bis weißem Land von Schnee, wir kommen all mit unser Paar, mit unser Weih. Und vorgefallen ist ein Spritz von unser Blut, Sprotzen wettert unser Quere, unser Mut. Vorgefallen ist ein Spritz von unser Blut, Sprotzen wettert unser Quere, unser Blut. Schwer die Morgensonne bei Gilden unserem Heim, und der Nacht wird verschwinden mit dem Feind. Und läuft versammelt wird die Sonne in dem Jahr, wie Aperol soll gehen das Licht von dort zu da. Und läuft versammelt wird die Sonne in dem Jahr, wie Aperol soll gehen das Licht von dort zu da. Das Lied geschrieben ist mit Blut und nicht mit Blei. Es ist nicht kein Liedl von a Feigl auf der Frei. Das hat der Volk zwischen Fallen gewähnt. Das Lied gesungen mit Naganes in die Hand. Das hat der Volk zwischen Fallen gewähnt. Das Lied gesungen mit Naganes in die Hand. Das sag nicht keinmal, als der Geist am letzten Weg, verschlimmten Pleine, verstellen Pleine Tag. Kommen wird nach unser ausgebänkte Schau, es wird erbeugt an unser Trott, wir seien da. Kommen wird nach unser ausgebänkte Schau, es wird erbeugt an unser Trott, wir seien da. Please be seated. I want to thank all of our wonderful performers. I want to thank Haile Pilevsky, in particular, the founder of Nusach Vilna, who has been instrumental in helping Evo collaborate and put on these events every year. I want to thank her family for being here, Elliot and Moish and their families. I want to thank everyone for coming. Now, please, there is a reception in the hall. There's some food. Have some refreshment, please. And do consider helping to support the Evo Institute. We need your support to put on programs like this. Thank you all very, very much.